Kennst du ihn nicht? Ich kenne nur die kleinen Zuckerlöwin in der Bäckerei. Die sind nicht grösser als meine Hand. Sie haben mir so gut gefallen, dass Mami eine für den Christbaum gekauft hat. Aber der Leu dort, der ist böse und wild. Er hat es nicht gern, dass ich hier rumreite. Er hat mich überhaupt nicht gern. Woher weisst du das? Fragt das Rössli erstaunt. Grosse Leute sind so, flüstert Tobias. Sie brüllen und sperren das Maul auf. Und schnapp, bist verschlungen. Kehren wir um, bitte, bitte. Wolltest du ihm vorher nicht wenigstens ein Wort sagen? Fragt das Rössli. Der Tobias schnappt tief nach Luft und bringt nur noch ein Krächzen zustande. Hallo, Loi! Ja, aber, brüllt der Leu, bist du denn eine alte Nebelkrähe oder der Tobias? Dem seine Nase klebt nämlich immer an der Scheibe von der Bäckerei. Das mickrige Hallo Leu will ich nicht gehört haben. Der Tobias räuspert sich. Hallo, Loi! Wow, da piepst irgendwo ein Maus. Hallo, Loi! brüllt der Tobias. Na also, Knurrt der Loi. das wird doch noch eine ordentliche Unterhaltung, hä? Brauchst du vielleicht eine kleine Stärkung vor der Weiterreise? Probier doch, ob ich dir schmecke. Der Tobias reitet zum Loi hin, beugt sich über seine Mähne und schleckt ganz vorsichtig an einer Loi-Locke. Wie Zucker! Was heisst wie Zucker? Es ist Zucker. brüllt der Loi. Brich dir eine Locke ab für später. Der Tobias bricht den Zuckerlocke ab und steckt sie zur blauen Feder in seine Hosentasche. Danke und auf Wiedersehen, Loi. Beim Weiterreiten sagt er zum Rössli: Das ist ganz anders, als ich geglaubt habe. Ja, so geht's manchmal, sagt das Rössli und trabt weiter den Baum rauf. Schnell geht's weiter an Sternen und Engel vorbei. Die sind aus Stroh, an Schaf aus weisser und schwarzer Wolle, an goldigen Nüssen. Und alle Sterne, Engel, Schaf und Nüsse tanzen aus Freude über die Geburt vom Jesuskind. Wenn wir mittanzen? fragt der Tobias.